Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Bléck auf Europa. Das Woche von Straßburg, wo wir als Plenarsession hatten, die erst im Sommer. An die Stunde am Mittelpunkt standen eine ganze Partie Diskussionen, auf jeden Fall als Hauptpunkt aber tritt von der Lage von der Union, von Jean-Claude Juncker, vom Kommissionspräsident. Und ich muss direkt mal vorab sagen, dass hier ein ganz ehrlicher Schritt gehalten wird und ein ganz menschlicher Schritt. Hier nutzen, wie man das von hinten gewinnt sind, staatsmännisch, aber auch mit einer ganz Partie Pointen dran, mit einer ganz Partie Nebenanekdoten, die hier erzählt wird, aus einer langjähriger politischer Erfahrung. Hier sind durch und durch überzeugte Europäer und hier hat auch einen ganz großen Anklang gefunden und hier auch an der Presse, am Niederschlag an der Presse, die den Tag drauf und noch die nächste ist drauf, einen ganz großen positiven Echo hat das ganz fand. Sein Hauptpunkten, wenn ich so in ein ganz menschlich rede, dann war sein Hauptpunkt natürlich die Flüchtlingsproblematik, aber die ganze Migrationspolitik an Europa, die da an den letzten Wochen schon meint, weil das ganz geht ja schon vom Sommer, schon vom Mai an, wo die Kommission ein paar die Propositionen gemacht hat, die über den Sommer nicht konnte so behandelt gehen, wie das hätte müssen sein. Weil auch keine Einigung bestanden hat, keine gemeinsame Solidarität innerhalb von den europäischen Memberstaaten. Und dafür wäre doch falsch für heute die Schuld bei der Kommission zu sichern, dass das Ganze nicht so aufgewickelt konnte, wie man das hätte müssen machen. Besonders vom menschlichen Standpunkt aus hat ganz viel da zu wünschen übrig gelassen. Aber auch die ganze Asylpolitik muss man überdenken, muss man überschaffen. Und die Kommission hat einfach die Vorschläge gemacht, die auch hier in der Breite sind, wo dann Memberstaaten gefordert sind, für darauf zu schaffen, für da eine zufriedenstellende Politik, dass man erstens mal den Leuten helfen an einer ersten Phase, aber auch als ganz Abwanderung, als ganz Asylproblematik, als ganz Asylpolitik überdenken für die nächsten, nicht nur Monate, sondern für die nächsten Jahre. Es ist so, dass, wie gesagt, aber auch andere Sujets von Jean-Claude Juncker behandelt sind, ganz wichtige Herausforderungen wie Klimapolitik, aber auch natürlich Sozialpolitik in Europa. Ich meine, das waren alles Sujets, die natürlich, weil der Schwerpunkt op eng Europäische Union, wo noch gesagt wird, die ist nicht an einer ganz guten Verfassung. Im Moment, wo in der Schwerpunkt darauf gelöst hat, an der Flüchtlingspolitik, sind die anderen politischen Bereiche ein bisschen zu kurz gekommen. Ob schon hier 90 Minuten geschwert wird, dann eng ganz gut Rede aufgewickelt wird, hat ihnen dann natürlich die anderen Sujets noch Transport, auch Wirtschaftsfragen, Währungsunion, hat dann natürlich ein bisschen da. Man hat sich Rede als schriftlicher Form rausgehen, sodass er doch zu jeder Zeit kann nachgelesen gehen. Und hier hat, wie gesagt, am Resümee eine ganz gute Präsentation gemacht. 2 Punkte oder 3 Punkte, wo ich vielleicht mal die ich nach bringen, die ich wollte so, wo wir das vor Ort drauf geschafft haben, die für mich persönlich wichtig waren, nicht nur für mich persönlich, aber das mal einerseits den Initiativbericht gewirkt für Recht auf Wasser. Das ist ja eine Petition, die da gelaufen ist, eine Bürgerinitiative, eine europäische Bürgerinitiative, Right to Water. Das heißt, da haben bald 2 Millionen Leute unterschrieben. Ich selber habe auch das signiert am Vorfeld, das läuft ja schon mehr als ein Jahr. Und das ist darum gegangen, für die Kommission abzufordern, was sie dann los soll mit der Initiative machen. Das heißt, einerseits, wenn man so viele Bürger mobilisiert, dann muss er natürlich auch Suite kriegen. Und das ist in diesem Fall ein bisschen schwierig gewesen, aus dem einfachen Grund, weil wir als Europäische Union eigentlich nicht die Kompetenz für etwas zu machen. Und trotzdem wollten wir die Kommission auffordern, anhand von Resolutionen. Es war eine irische Rapporteure von den Linken, die natürlich das als ein Manifesto angesehen hat an der Resolution über Ziele rausgeschossen hat, eine Partie Sachen, die man draufgebracht hat, die, wie gesagt, die zu weit gehen, wo die Länder, die Kommunen, also die Gemeinden an Gemengenautonomie angreift, wo Subsidiarität nicht respektiert. Das heißt, alles das als EVP zu weit gegangen. Aber wir haben eine Resolution proposiert,
die eigentlich inhaltlich derselwicht seht vom Fong von der Sache. Das heißt, Wasser als kein Wur, darf also dementsprechend doch nicht gehandelt gehen. Wasser als ein Menschenrecht. Wir fordern auch die Kommission, ob die UNO-Konvention dort zu unterschreiben. Das sind alles Sachen, wo auch wir als EVP absolut der Hand stehen und dadurch dem Moment deutlich gemacht. Als Resolution als net durchkommen leider mat enger ganz knapper Majorität aufgelehnt gin, also dat man dann nach Versicht hat Amendementer an die Resolution vun der irischer Deputéiert vun der Guido anzubringen, war da is auch zum Deel gelungen ass an am Endeffekt war man am Resultat aber net zufrieden. So dat mir als enthalen. Dat hecht wann ich so mir, dann ass der bald haltschicht vom Parlament huet sich do enthalen, weil wie gesot die Resolution dort zu weit geht. Und das will aber net hechen, dat man net zu der Sache stehen. Wir stehen zu der Right to Water Resolution zu der Initiative. Und wir stehen auch dazu, dat wie ich am Anfang gesot hun, Menschenrecht das kein Wur als die gehandelt gehen an alles dat an dann natürlich hummer auch dummer der deutlich gemacht, dat man der Hand bleiben, dat man so Initiativen so Bürgerinitiative, weil da ist auch nämlich drin gegangen für die nicht nur echt zu holen, sondern für auch dummer der W abzuzeichnen, für eine Kommission rundzudrehen, für die Kommission zu interpellieren, die Sachen für der Sache durchs zu gehen. Das war wie gesagt der Punkt zum Wasser. Ein anderer wichtiger Punkt, das war das Klonen von Tieren. Klonen, wir erinnern uns alle gut an 4 Jahren und das Schaf Dolly. Nur als es dann ein bisschen mehr ruhig ging an der ganzen Situation, an der ganzen Klontechnik. Und die Technik ist auch nicht ausgereift und das eng am Anfang wir haben keine Gesetzgebung in Europa, wie das ganz dort zu regeln ist. Wir haben uns zwar das so ein Aufkommen, wo Klonen von Nutztieren an der Europäischen Union nicht erlaubt ist, konträrement zu den Amerikanern, zu Brasilien, zu Argentinien, wo das gemacht wird, auch Australien. Das heißt, an Europa darf das nicht gemacht gehen. Und hier ist es darum gegangen, für eine längere Zeit, für kurzem hat die Kommission 2 Propositionen gemacht. Einerseits für gesagt, wie gehen wir mit dem Klonen und zweitens auch für die Produkte, die daraus entstehen, von geklonten Tieren, wie zum Beispiel Milch, wie zum Beispiel Käse. Wie handhaben wir die, dass wir das auch nicht erlauben, für das zu vermarkten. Ob die Proposition aus dem Parlament kommen an den Kanzler, und am Kanzler ist es relativ ruhig. Und wir als Parlament sind da ein bisschen viel geprescht, sondern ich will mal für den Kanzler herauszufordern, auch darauf zu schaffen, auch eine Meinung zu haben. 82% von der europäischen Bevölkerung sind gegen Klonen. Et ass och net die Technik ass net ausgereift, dat ass vun den Punkten et stirwen soviel Déieren beim Versuch fir ze klonen. Dat zweet ass den Déiereschutz gëtt net respektéiert, weil et den Stinn do ganz vill Déieren mat Missbildungen oder die aner Probleme aner Krankheeten hunn her no, wo en net mi kann novollzeien. An der dritt dat sinn natürlich ethisch Gründe, dat hecht wann en d'Appis erlaubt bei den Déieren, dann ass et nëmmen e nächste Schritt méi bis dat et Mënsch probéiert gëtt. Ich meine, dat ass fir eis inakzeptabel. An dofir hun mir eis auch ganz deitlich ausgeschwert, dat dat do net soll an Zukunft, dat Klone vun Nutztieren an Verkäfe vun de Produien doaus net soll erlaubt sinn. Erlaubt ass awer an dat ass och noch net ganz klar, wat mat in den nächstfolgende Generationioune geschieet. Ich meine, dat ass och haier an eisem Text ass net doch festgehalen gin, dat zum Beispiel Trassen, dat muss noweisbar sinn, wann en an eng 2, eng 3, an eng 4 Generationun kënnt, wéi dat do de moment gehandhabt gët, dat hecht fir Eis deitlich och dat ass net erlaubt. An noch do fordere man de Kanzlei op, endlich Positionioun ze bezeien, fir dat man an eng Verhandlung kommen, dat man endlich eng Gesetzgebung an Europa kreien, die an eisen Nähen dat ganz so verbieden, a wo man do endlich am Schluss am Akkor mam Kanzlei, dat muss man effektiv gesinn. So dat man lomal hai och Nutztiere selber, wie zum Beispiel Schof, Ranner, Pferd, dat man auch dat definiiert tun, Geessen, Hänger, dat hecht auch do net ganz klar. Iwer Zuchttieren, do besteht nach och dat fehlt mir verbieden mir auch dat as eng Diskussion fir sech, dat hecht do si immer nach net so weit, dann muss gucken, wéi man dann lo wie so an de Verhandlungen mam Kanzlei do positionieren.
Och well ich firdro gesot hunn beiden Amerikaner spielt dat die hunn eng Gesetzgebung, die hunn erläbt natürlich reglementéiert, me sie hunn erläbt an ich menggen dat spielt dann natürlich och am Freihandelsaufkommes an dem geplanten oder an dem Freihandelsaufkommes TTIP, wat am Gang ass negociiert ze ginn, spielt dat natürlich och eng Rolle. Nach en lächten wichtige Sujet an den hat schon matkrit Weißbuch vum Transport. Et hicht dass 2011 rauskommt, as lo geguckt gin, wo stimmer wat hummer schon aufgewickelt, wo bleif nach Rappes ze man. An ich kann nicht so am Strassenverkehr op der Eisebun anwo an der Luftfahrt bleif nach extrem viel ze man. Wir sind gespannt op Propositionen, die Kommission lo demnächst werde rausgehen. Ende 2015, Ugangs 2016 komme ganz viele Initiativen iwwer den Transport, iwwer den europäischen einheitlichen Transportmarkt an da werde ich nach öfters Gelegenheit kreieren, fir darüber zurück zu kommen. Ich so nicht merci, das Woche vu Straßburg fir no gucken, am gesinn als die nächste Woche vu Bresel.